Hallo miteinander, da ist Exitus 19. Ich begrüße euch zu Let's Play Skyrim. Und zwar sind wir gerade an etwas dran. Wir müssen nämlich am Tolftier von einem Buch erzählen, das wir gefunden haben vorher, das mit dieser Kugel zusammenhängt. Machen wir das doch. Hoi Tolftier. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Der Urak hat gemeint, ich soll zu euch kommen. Ach, hat er das? Aha. Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ich habe das Buch «Die Nacht der Tränen» gefunden. Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag. Ach, ich sehe es So nicht. etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Eileiden, Dwemer, Dädra. Nicht einmal Falmer. Nichts passt dazu. Wirklich interessant. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt, es strahlt förmlich Magiker aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Erzmagier Aren ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Was? Gehen Was? wir. Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sijik-Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Bist du nicht nur ein Berater da? Eigentlich schon. Aber ich bin dem Altmeribund immer noch verpflichtet und kann diese Situation nicht ignorieren. Keine Sorge, ihr könnt zu euren kleinen Streitereien und bedeutungslosen Forschungsarbeiten zurückkehren, sobald diese Angelegenheit erledigt ist. So ein... Jetzt muss ich mitgehen. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Ja. Also, was ist los? Ich habe gehen wir gesagt. Jetzt. Ja. Ich werde die... Ihr müsst nur wissen, sie lagen Ich bereits wollte im Konflikt fragen. mit dem Punkt. Altmeribund und ich möchte nicht, dass das hier ebenfalls geschieht. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Okay. Quaranier. Da kommen sie wieder, hä? Psychisch. Ich bin jetzt gerade voll die Quests für die Magierakademie machen, aber Bitte macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Wow. Böses. Es Was? ist schön, euch persönlich kennenzulernen. sind die anderen weg? Was ist los? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung.
Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Ja, was hat es mit mir zu tun? Ich bin jetzt mit drinnen. Wieso es gefährlich ist, warum machst du selber nichts? Das wird interessiert mich leider auch nicht so nicht. einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ankano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Was genau ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Ja, ich helfe euch, aber ich weiß nicht, was zu tun ist. Leider ist uns die Zukunft ebenso verborgen wie euch. Die überwältigende Macht des Auges macht es uns schwer, sie zu sehen. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Wo finde ich denn den? Ich bin mir nicht sicher. Ich bedauere euch nicht weiter. Okay. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? Nein, ist alles cool. Gut, ja. Der Augur. Leute, aber den tun wir mal hinten anstellen. Ich habe etwas anderes vor. Ich hoffe, die Zeit lange noch. Sollte zwar schon. Was soll das bedeuten? Und zwar, ja, wir sehen es dann. Ich habe vorher eine Esspause gemacht und habe ein bisschen über Skyrim ein paar Videos geschaut. Keine Let's Plays, sondern so ein bisschen lustige Sachen. So der eine, der mega oben runterfällt und immer noch lebt und so Zeug. Dabei ist mir auch ein anderes Video aufgefallen. Ein Tutorial-Video. Hat mich ein bisschen selber gespoilert, aber ich hätte es selber nie herausgefunden. Ich habe es schon mal probiert. Hat aber nicht geklappt. Ja. Wir gehen für das mal auf Rifton. Die meisten wissen schon, was jetzt kommt. Ich weiß leider nicht genau, wo sich das Haus befindet. Ich werde jetzt einfach mal das suchen. Ja. Schöne Spinne, hä? Ich sehe immer noch die Spinne, falls es bei euch gewechselt hat. Ich werde nichts mehr anders sehen. So. Was Hallo. gibt's denn? Jetzt schaue ich da gleich mal auf die Karte. Keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, Honigheim ist noch das naheliegendste. Entschuldigt, aber ich kann Brauerei. euch jetzt nicht besonders helfen. Ich traue. Was? Ach, ich hasse es. Ganz im Norden. Ich
Weiss auch nicht, die Karte in der Stadt ist so mühsam, finde ich. Das da. Honigheim. Noch nicht mehr Schlüssel. Ja gut, in dem Fall ist es ein anderes Haus. Oder ich brauche wirklich einen Schlüssel für das. Wäre mir neu. Ich werde zuerst noch ein bisschen suchen und wir sehen uns dann. He? Leute, das ist wieder typisch, wie das sowas von typisch. Ich sollte vielleicht auf der Karte ein bisschen gegen runter scrollen. Da ist es. Das suchen wir. Ja, das Schleichen will ich eigentlich jetzt nicht. Sorry, ich musste husten, darum habe ich auch seitwärts laufen. So. Das ist es. Jetzt weiss ich halt nicht, ob ich eine Quest für das brauche. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine Extratracht Prügel. Hoho. Habt ihr mich verstanden? Ja, Grelot. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier bleiben. Bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Und was sagt ihr nun? Wir lieben euch, Grelot, und wir danken für eure Güte. Schon besser. Und jetzt fort mit euch, ihr Gossenblagen. Schlimm. Ihr solltet wirklich nicht hier drin sein. Wieso? Es tut Schlaf. mir leid, aber im Moment sind die Kinder nicht zur Adoption freigegeben. Ihr solltet gehen. Ist die immer so? Ja, leider. Selbst die Leute in der Stadt nennen sie schon Grelot, die Gütige. Ihre bloße Existenz ist sowas wie ein Dauerwitz geworden. Grelot führt das Waisenhaus, weil sie alt und festgefahren in ihren Gewohnheiten ist und kein anderes Leben kennt. Diese Kinder brauchen Liebe und Trost. Ich bemühe mich. Aber es tut mir leid, ihr solltet gehen. Die Kinder sind nicht zur Adoption vorgesehen und es ist grausam, ihnen Hoffnung zu machen. Außerdem mag Grelot keine Besucher. Ja, leider. Nein. Grelot führt das Waisenhaus, weil sie alt und Wollt ihr euch festgefahren ein in ihren Kind holen, Gewohnheiten ist dann und habt ihr kein anderes Pech. Leben kennt. Grelot wird es nicht zulassen, dass Kinder einer von brauchen uns Liebe und adoptiert Trost. wird. Ganz besonders nicht seit Aventus ausgerissen ist. Wer ist Aventus? Aventus Aretino. Er wurde hierher geschickt, als seine Mutter starb. Er ist entkommen und bevor er ging, sagte er, dass er das schwarze Sakrament durchführen würde. Ihr wisst schon, um die dunkle Bruderschaft zu rufen, damit die alte Grelot umbringen. Gerüchten zufolge ist er nach Haus nach Windhelm zurückgekehrt, wo man seltsame Gesänge aus seinem Haus hörte. Er macht es wirklich. Samuel wird allmählich zur Ja, anscheinend, Also hä? gut, bitte mein Herr, ihr müsst mich hier rausholen. Ja. Seit Aventus tun. Die ist schon wieder um Motzen. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, um was es geht. Es geht um die dunkle Bruderschaft und die alte Grelot. Irgendwie muss sie umgebracht werden vor der dunklen Bruderschaft. Was es alles damit auf sich hat, sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Peace.